Ich kenne die russische Spoiler gar nicht. Keine von denen. Nein, nur die dritte nicht. Aha. Ja, Also es ist wahrscheinlich... also wenn ihr wählt irgendwas. Okay, Ja, okay. Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Malam ini aku berada sama Tia, dia dari Jerman, dan sama Ambra, dia dari Itali. Cewek Itali dan cewek Jerman. Hari ini kita akan tes pengetahuan mereka tentang Indonesia, oke? Ya, kalian siap? Siap. Seid ihr bereit? Ja, auf jeden Fall. Mereka berdua bisa bahasa Jerman, jadi kita akan bicara bahasa Jerman. Wir sprechen auf Deutsch, damit ihr natürlich mich versteht und mit dem Untertitel hier. Oke, teman-teman, kita lihat berapa banyak mereka tahu tentang Indonesia. Let's start. Jadi sekarang aku duduk sama cewek dua cantik ini yang dari negara Eropa, satu Jerman dan Italia, dan aku akan tanya mereka beberapa pertanyaan tentang Indonesia, dan yang terbanyak punya poin dia akan menang. Pertanyaan pertama itu tentang penduduk Indonesia, berapa juta orang Indonesia hidup di berapa orang Indonesia hidup di Indonesia, negara Indonesia. Also, meine erste Frage, ihr schreibt das bitte auf, wie viele Menschen wohnen in Indonesien? Okay. Eure Schätzung. Aku udah tanya sebelumnya, mereka tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Mungkin mereka pernah dengar tentang Bali, atau dengar tentang agama di media, sosial media. Itu aja. Mereka betul tidak tahu kata mereka. Mereka juga tidak pernah ke Indonesia. Der Blick. Oke. Jadi silakan kasih lihat. Also ich glaube 60 Millionen. Ambra bilang 60 juta, 125 Millionen. 125 juta. Bagus sekali, schon sehr gut, dass ihr Millionen sagt. Ja. Du bist näher dran, also du hast gewonnen und die Lösung ist sekitar 268 juta. 286. Ya. Kalau nggak salah. Oke, pertanyaan kedua, kita lihat siapa yang lebih dekat tahu di mana berada negara Indonesia. Kita mulai dengan Tia, ya. Bist du bereit? Also, du sollst auf der Landkarte zeigen, wo Indonesien liegt. Wenn du nicht weißt, wo sie liegt, also wo das Land liegt, dann ungefähr aufzeigen, wo das Land sein könnte. Okay. Sie darf nicht sehen, dia nggak boleh lihat. Das ist die Weltkarte, ne? Du kannst auch ranzoomen und dann zeigen, wo Indonesien liegt. Ich würde sagen, Indonesien liegt Naja, hier. Hier sagst du. Also mach mal einen Punkt, dann nicht das. Da. Also da. Dieses Land so ungefähr. Okay. Gut. Sekarang Ambra. Also das ist die Weltkarte, du kannst auch nicht ranzoomen. Und dann aufzeigen, wo Indonesien ungefähr liegt. Warte mal. Hier? Nein, weißt du, warum wir lachen? Warum? Sie hat genau da auch hingezeigt. Ja. Also, ja, was machen wir denn? Null. 0 Punkte. 0 Punkte, okay. Zero. 0 point. Das ist hier Japan. Ja, Ja, oh ihr habt mein beide Gott. Japan gezeigt. Das ist Japan. Indonesien ist das Orange hier. Das ist Indonesien. Bedeutet, Pia ist immer noch In Führung. in Führung 1-0. Oke teman-teman, pertanyaan keempat itu bukan pertanyaan tapi dia harus list agama yang terbanyak di Indonesia dan kedua terbanyak, ketiga dan keempat. Jadi cuman aku pilih 4 ya. Ja, ja. Ja, ja. Also wir haben hier die Zettel. Ini dia bisa lihat mana yang nomor 1, 2, 3, 4. Itu kayaknya semua orang pasti tahu ya. Ini udah susah. Mereka mungkin kena dari Bali kan
orang Eropa kenal Bali aja dari Indonesia kebanyakan, jadi mereka pasti pikir nomor 2 yang dia kasih tahu itu. Oh, nomor 1 terganti. Udah. Also, als erstes, was hier, Buddhismus, ja. Dann würde ich sagen Islam, auch wenn ich mir nicht so sicher bin. Dann Hindu auf jeden Fall, aber ich bin mir unentschlossen zwischen Hindu und Islam an zweiter Stelle. Und als letzten Christentum. Oke. Oke, kita biarin aja kayak gini, kita tungguin apa Pia akan bilang. Oke teman-teman, sekarang kita akan lihat bagaimana Pia akan pilih agama yang nomor 1, 2, 3, 4. Also auch für dich, bitte auflisten. Okay. Okay, hier sind die Karten, ini kartu-kartu dia. Also von 1 bis 4. 4, genau. Lass dir Zeit, liste erstmal auf und danach kannst du ja zeigen. Okay. Wah, betul. Nah, lass dir Zeit. Betul-betul interesting ya, teman-teman. Kayak aku tidak kira ini. Aku betul pikir Nadine juga bilang kayak gini. Mama kasih lihat wajah Nadine. Dia juga pikir semua orang kayaknya tahu nomor 1. Hast du dich entschieden? Ja. Okay, erzähl mal. Okay, als ersthöchste Religion würde ich sagen der Buddhismus. Danach würde ich sagen, dass der Islam sehr hoch ist. Danach kommt der Hindu. Und zum Schluss würde ich sagen die Christen. Ya. Oke. Aku akan tanya 2 cewek ini kenapa mereka pikir Buddhis nomor 1 nanti abis ini. Oke teman-teman, sekarang aku akan kasih tahu mereka yang bagaimana itu betul ya. Also es ist super interessant, dass der Buddhismus an erster Stelle liegt. Also die erste Frage erstmal, warum? Weißt du, frag dich erstmal andere. Ich war unentschlossen, ob ich Islam oder Buddhismus als erstes nehmen soll, aber ich weiß nicht, ich habe das so, ich glaube, so verbunden irgendwie, ich weiß nicht. Vom Gefühl her und ja, ein bisschen wegen Bali und Thailand und so. Ja, wahrscheinlich. Ja, das Südostasien und sowas. Ja. Und bei dir? Und ich hätte niemals gedacht, dass der Islam die größte, höchste Religion ist in Indonesien. Aber ja, wieder was dazu gelernt. Ya, aku udah bilang ke mereka sebelumnya karena ini jadi, also an erster Stelle Islam und zwar knapp 90% der Bevölkerung. Außerdem auf der ganzen Welt leben die meisten Muslime in Indonesien. Dann kommen die Christen, dann die Hindus und dann Buddhismus. Ja. Super, we have 1 point. Hindu. What? Ya genau. Semuanya dapat 1 poin, dia tambah 1 poin karena poinnya tergantung di mana mereka situasinya. Hindu betul. Jadi teman-teman, kalian pasti tahu negara apa di dekat Indonesia yang juga bicara hampirlah bahasa Indonesia. Kita tanya apakah mereka juga tahu. Welches Land spricht fast die gleiche Sprache wie Indonesisch? A. Malaysia, B. Myanmar oder C. Philippinen? Du hast schon was? Ja. Oder was? Und du? Ja. Okay, 3, 2, 1, zeigen. Oh! Dia richtig, Amra richtig. Dia betul. Malaysia tentu saja juga Melayu, bahasa dekat sama Indonesia. Jadi sekarang skornya 2-2. 3-3. 3-3, oh ya sama Buddhis. Iya, betul. 3-3, oh. Sama Hindu. Ya Hindu. 3-3. 3-3, 3-3. Oh. Pertanyaan berikutnya. Welche Sportart ist in Indonesien Nationalsportart? A. Karate, B. Badminton oder C. Indonesian? Oh mein Warte, was war A? Was war nochmal? A. Karate, Ja. B. Badminton
oder C. Indonesien? Ich kenne die dritte Sprache gar nicht. Keine von denen. Nein, nur die dritte nicht. Aha. Ja, Also es ist wahrscheinlich. also, ja. also wenn ihr wählt irgendwas, Okay. Ja, wenn ihr okay. weiß, wisst ihr? Ja. 3, 2, 1, los. Ide Nadine teman-teman. Itu ide Nadine. Masukin itu dasar Nadine jahat ya. gemein. Ja. Gibt's gar nicht. Das war ihre Idee, aber so eine gute Idee. Aber was ist das Badminton? Ya, es Badminton. Mann! Sekarang pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menang ini dia menang. Kalau enggak kita harus bikin pertanyaan satu lagi ya. Karena sekarang lagi 3-3. Also jetzt kommt die letzte Frage. Es steht ja 3:3. Wer die beantwortet, gewinnt. Also wer die korrekt beantwortet. Wenn beide falsch beantworten oder beide korrekt beantworten, dann gibt es noch eine Bonusfrage. Ein Gericht davon kommt aus Indonesien. Ist es A. Somtam, B. Dimsum oder C. Soto? Okay. 3, 2, 1, C. Soto. Ya. Bonusfrage. 4-4 berarti kita masuk bonus round. Ini lucu kayaknya. Oke teman-teman, bonus poin itu dia ada 5 poin. Aku akan bicara bahasa Indonesia angka 1 sampai 5 dan kalau dia masih hafal semua 5 dia dapat 5 poin, kalau dia cuma hafal 2 cuma 2 poin. Also ich sage jetzt auf Indonesisch die Zahlen 1 bis 5 vereinzelt und du musst dir die merken. Und dann wiederholst du die du dir gemerkt hast. Und so viele du, also je mehr du dir merkst, desto mehr Punkte bekommst du. Okay. Okay, kita mulai, wir fangen an. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. Nein. Ja? Limat ist 4. Ist egal, sag irgendwelche. Oh, jetzt habe ich die 5 vergessen. Tiger Mhm. und irgendwas mit M. Okay. Ja, Okay. Terus. 4, 1, 2, 3. 5. Sie hat 5 gesagt. Ja. Dia juga bilang 5 und 3. Okay. Also die Reihenfolge war nicht ganz korrekt, aber darum Ist ging es okay. gar nicht. Okay. Du hast 4 von 5. Da war die andere. Okay. 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 Wir fangen dann an. 1, 2, 3, 4, 5. Satur. Dupat. Tiger. Oh. Ich hab's vergessen, die anderen. Okay. Ja, Also bis zur 3. Ich hab die gibt's anderen auch. vergessen. Okay. Ja. Also du hast Satu richtig, 1 und Dua war nicht so ganz richtig. Tiger richtig, also 2 Punkte hast du bekommen. Okay. Ja, super. Okay, super. Oke teman-teman, mereka belum tahu siapa yang menang karena tadi aku usir mereka dan dari pemenang ini nomornya tadi 4-4 dan oleh bonus round dia dapat 4 poin yang bagus sekali dan Ambra dapat 2 poin. Jadi pemenangnya adalah Pia. Ini benar. Dia dapat ini sama chopstick. Dan yang paling penting Indomie chicken tema. Jadi saya ya.
So, Aber so. sehr gut. Für den Ja. nächsten Trip wissen wir Bescheid. Ja. Wir Ja, auf jeden Fall. sind. Ja, jetzt wisst ihr Jetzt auch, freue ich mich noch mehr. jetzt wisst ihr auch, wohin ihr fliegen müsst. Nicht nach Japan. Nicht nach Japan, Indonesia ya. Jangan ke Jepang, ke Indonesia. Dan terima kasih kalian nonton dan juga terima kasih buat Nadine Olivia di belakang kameranya. Dan terima kasih tentu saja buat pemenangnya, Tia, you're the winner. But you're also the winner. Amra ya. Silakan follow Instagram mereka, tentu saja Nadine kalian udah pasti kenal dari vlog-vlog aku yang lain. Like dan tentu saja share, subscribe kalau kalian suka dan sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Adrian Blaster. Adrian Blaster. Bye bye. Danke.